Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute machen wir ein Unboxing. Ich weiß, es ist ein ungewohnter Camera Angle and don't mind the wallpaper because it's the background. Es ist einfach alles so fucking messy right now und so absolut scheiße. Aber naja, who cares? Heute werden wir ein Special Product unboxen. Ich weiß nicht, wo ich im Intro war. Anyways, heute packen wir etwas aus zusammen. Und zwar das Ding hier. Es ist mein allererster Mac Mini, den ich jemals hatte. Ich habe bis jetzt nur iMacs und MacBooks. Jetzt weiß ich nicht, wo ich im Intro war. Ich habe nur mittlerweile nur noch ein MacBook Pro 2019 16 Zoll i9. Und wie soll man sagen? Wir wissen mittlerweile alle, dass ARM-Chips besser sind als Intel-Chips in MacBooks. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Und allgemeine Macs, aber nein, aber heute unboxen wir das Teil hier. Das hat 8 GB Unified Memory, 56 GB SSD und M2 Chip. Ich weiß, viele von euch würden sagen, 8 GB Unified Memory bringt es nicht. Doch tut's. What the hell? Und ich zeige euch warum. Eigentlich schlägt es vor, aber SSD ist halt einfach wirklich sehr beschränkt. Aber naja, sei es dem, wir packen das Ganze aus und jetzt müssen wir mit der Kamera mit dem Akku suchen, da kann ich einfach einen Top-Down machen oder etwas. Nope. Wenn ich mich selber von Flanklobo. Genau. Das ist natürlich das. Weil ich möchte, dass meine Fresse so mies sehen hier, natürlich. Das ist klar. Ja, genau. Ich habe jetzt einen Akku nicht gefunden. Egal, machen wir es einfach so. Auf der Rückseite, um es lösen nicht zu zeigen, hat es noch Pull-Tabs bei den iPhones. So, jetzt ein bisschen tricky bei alles, aber das schafft man schon irgendwie. Okay. Also, jetzt noch nie Mac Mini unboxed, aber für Unboxings habe ich gemeint, dass die alten Mac Minis noch so wie ein Spiegel sind, und dann bin ich sehr, sehr dunkel. Haben sie noch so eine Plastik, sie haben eine Papierfolie drum gehabt. Es finde ich sehr schade, ich glaube der Apple TV hat das auch gehabt, so wie die iPads jetzt haben. Aber naja, das heisst, hier ist der Mac Mini, so ist schon mal schön drauf, jetzt sind wir eine schöne Lasche hier. Wenn man die hochzieht, kommt das Ganze. Oh, das ist extra leichter, als ich mir vorgestellt habe. Weil ich habe nämlich schon Mac Minis gebraucht, aber das war damals in der Schule vor etwa 4 Jahren gefühlt. Und die sind deutlich heavier, als ich gemeint. Das legen wir jetzt mal zur Seite. Schau, es ist nicht die hure leichte Packung. Hier haben wir einen Pull-Tab mit WC-Papier. Mac Mini. Was ist, juckt mich nicht, weil ich genau weiss, was ist. Sonst hätte ich keinen Mac gekauft. Und ein silbriger grosser Apple-Sticker. Ich habe schon einen schwarzen grossen, jetzt einen silbrigen. Nicht voll. Finde ich wirklich toll. Das geben wir auch hier rein. Wenn ich das schaffe. So. Das ist mal das. Und zuerst haben wir einfach noch ein Stromkabel, und zwar eins wie beim Apple TV. Und zwar ein schwarzes mit so Whoopsies. Gut, das fühlt sich jetzt anders als beim Apple TV. Der Apple TV war ein bisschen smoother. Nein, das ist das Kabel, das brauchen wir einmal. Und zwar, es klingt komisch, weil es ist schon so lampiert, aber es ist halt einfach Apple. Der Kabel. Die haben so Pull-Tabs. Nein, die zweite Seite. Bis wir das hier so rausziehen. Irgendwie. So. Und dann kann man das Ganze einfach irgendwie drauf machen. Dann haben wir das Kabel hier. Genau. Dafür können mich sehr viele Leute von UTL machen, das ist auch. Ich tue aber die kleinen Nupsi bzw. die kleinen Packungen von den Kabels, auch gut für die iPhones nicht wirklich, weil ich packe letztens jeden Tag iPhones aus. Das ist für mich nicht besonders. Das Unboxing-Film ist nicht das gleiche für mich. Es ist ein bisschen ruiniert mit Job tatsächlich, aber das heisst dem.
Aber ich bewahre die meisten Boxen auf, ich weiß nicht warum. Don't ask me why. Genau gleich alle Folien und Wrappers und so Sachen. Ich bin einfach komisch. Dann kommen wir zu diesem schicken Teil hier, das ist der Mac Mini. Und als allererstes haben wir hier eine Folie und auf der steht Apple Incorporation 1 Apple Parkway Cupertino important. User requires acceptance of the software license terms presented by the electronic. Ich habe kein Englisch mehr, wir machen es einfach auf Deutsch. Mit der Verwendung dieses Produkts erklären Sie. Fuck, das Ding hat. Das kommt bei mir wie immer gediegen in die Packung zurück. Und dann habe ich hinter noch so einen Pull-Tab. Das ist auf einer Seite übrigens der Strich. Jetzt tue ich gerne. Und die Polster davon. Und ich komme wieder in die Packung. Habe ich im Apple TV übrigens auch so gemacht. Die hier wirf ich aber weg, weil die sind für mich useless. Ich kann nicht reusen oder irgendwie schön brauchen. That's what's in the box. So geht das drin. So geht das drauf. Fun Fact, während ich hier einpacke, ich hoffe, man hört mich überhaupt wegen Mikrofon und Kamera. Fun Fact, der Typ, der mir im Mediamarkt den Mac Mini rausgegeben hat, sich den hohen Beleg gemacht hat, weil in meinem Geschäft ist es leider teurer als im Mediamarkt, obviously. Ich weiss, bei Apple hat es sogar noch eine Discount-Card gegeben. Ich habe aber nicht mehr warten. Item, dann hat er das Ding so einen Hang, fragt sein Kollege vor mir, was ist das? Bro, oh, sorry. Auf dieser Seite steht fucking Mac Mini drauf. Was ist ein Mac? Ein PC, wenn ich dann... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ein Mac halt! Und ich merke ehrlich, die Packung falsch und zugetan. Aber Item. Und dann sagt er, oh, jetzt gibt es das sogar noch im Mini. Digga. Du schaffst in einem scheiß Elektromarkt. Du weißt nicht, dass es ein Mac Mini gibt. Das Ding gibt es seit 2005, länger als mir gefühlt. Nein, nicht gleich lange wie mir, aber egal. Naja, wir haben auch unboxed. Machen wir noch kurz ein Overview, hätte ich gesagt. Vorne am Gerät haben wir letztendlich aus der Status, haben wir nicht gesagt, im ausgeschalteten Zustand. Oben ist das Apple-Logo, das ist glaube ich das Wi-Fi. Nein, die Wi-Fi haben wir nicht, glaube ich, da vorne drauf. Egal, trotzdem ist ein Apple-Logo. Ein Full Aluminium Body, also Unibody-Design ist das ja. Und das alte. Auf dieser Seite nicht, auf der anderen Seite ebenfalls nicht. Auf der Rückseite haben wir einen Power-Button, Strom-Eingang, Power, LAN, zweimal Thunderbolt 3, HDMI und zweimal USB-A und einen Kopfhörerklick. Dazu noch der Exhaust-Fan. Und ja, das ist basically der ganze Mac. Genau. Und ich bin richtig stupid und denke so, wait, ich kann ja einen Adapter für mein Display stecken. Ich brauche einen Adapter, das kaufe ich mir. Ich kaufe mir einen scheiß HDMI, ein USB-C zu HDMI. Was ist das hier? Exactly, HDMI. Und dabei ein Adapter. Sprich, ich muss mir jetzt zum Mediamarkt erinnern, das geht zurückgeben, weil das sind wir in 36 Stunden. Correct. Das ist immer der Adapter, den ich brauche für mein Cinema-Display. Und jetzt muss die scheiß Samsung-Gurke-Junge brauchen, die ich nicht gerne habe, aber naja, Item. In dem Fall bekomme ich nachher 60 Hertz raus anstatt 30. Und jetzt muss ich das Ganze noch im Setup einbinden mit meinem wunderschönen Mikrofon, das ich übrigens auch gekauft habe. Das ist von Digitech. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, überhaupt, dann lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann auch mir ein Like da, einfach als Protest. Gebt mir ein Abo, wenn ihr mehr verpassen von meinem schönen Gesicht hier und dem ganzen Channel hier. Genau, schreibt mal in die Kommentare unten nachher irgendetwas nach dem Sinn kommt. Ja, wir sehen uns, ich glaube, ein anderes Mal. Das hätte ich nicht gehört.
wir sehen uns das anderes Mal. Ich hoffe, euch geht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.